Ich meine, am Anfang von dieser Krise hat der Herr Staatsminister und der Finanzminister am Anfang Aussagen gemacht, den so kann resümieren, Staatsfinanzen sind gesund, Geld spielt an der Krise keine Rolle, keine Kosten war das Welt. Schon wie Statieren und durch, aber da haben wir aber zwei, der Mund ein bisschen dick vollgeholt. Muss ihr wissen, wir haben heute in Lützeburg kein Euro Reserve. Ganz tags, wenn die mit den Leuten dabei zu schwätzen, also der Staat den hat bestimmt nach ein Mot. Nee, der Staat hat kein Mot mehr, wir haben just ein Käse an das Trésorerie de l'État. Und da sind alle gut die Gelder dran, die der Staat zur Verfügung hat. Mit der Fehler ist nicht die Schulden, die wir an der Krise machen. Fehler ist geschieht durch die Finanzpolitik, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir trotz gutem Budget, trotz großer Reserven Defizite beim Staat gemacht haben. Und die Defizite sind in der Verschuldung gemacht haben. Und der zweite Punkt, dass wir als Staat als Schulden nie werden zurückbezahlen. Und ich fand es schrecklich, dass Lützeburger Parlamentarier an einer ausländischen Presse müssen lesen, was die Lützeburger Regierung als Engagementer will zu Brüssel holen. Und an demselben Artikel sieht Herr Gramegna dann auch noch, dass hier damit auferstanden wird. Ich könnte mir zum Beispiel eine Plastiksteuer vorstellen oder eine Kerosinsteuer. Das heißt, die Regierung ist also auch schon damit d'accord, eine europäische Steuer, Plastiksteuer oder Kerosinsteuer anzuführen. Alles das lesen wir an der ausländischen Presse. Da würde ich zum Kollegen Mark Baum und der Kollegin Josie Lochschi sagen, Herr Baum hat auch gesagt, dass die Suen, die wir heute schulden, das für die Zukunft. Ja, das wäre richtig, dass sie für die Zukunft wäre, für die Zukunftsgenerationen wäre. An dem Fall, wo wir die Schuld geben, zurückbezahlen. Am Fall, wo wir die Schuld geben, zurückbezahlen, da kann ich sagen, das ist eine Investition an die Zukunft. Wir machen eine Schuld, aber wir bezahlen sie nicht zurück. Dann ist es keine Investition an die Zukunft, dann ist es eine Schuld, die Zukunft, die Generation muss zurückbezahlen. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass all die Schulden, die wir machen, müssen eigentlich zurückbezahlt gehen. Wir haben dann eben hier eine Situation, dass die Lützeburger Staat sich Schulden nicht zurückbezahlt, bezahlt sich Zinsen, die haben einen Blick ganz niedrig bis negativ sind, aber das Kapital wird nicht zurückbezahlt. En d'autres termes, si temporairement la dette devait dépasser les 30%, les agences voudront voir un plan crédible pour le ramener en dessous de cette limite. À défaut, le AAA sera à risque. Und das nicht nur für die Staatsfinanzen, schreibt die Regierung, verdeckt überlegt, aber auch für die Attraktivität von unserem Finanzplatz. Da die eine Regierung, ein Staatsminister, eine Tripartit so Dokumente vorlegt, und so haben der Sängeriert, mit keinem Wort ernimmt, dass wir die so nebenbei ein Gemälde kriegen, mit 3 anderen Dokumenten zusammen, fand ich ein Skandal. Wenn wir wissen, Herr Präsident, wenn die Agenzen als froh, wie kommt er dann rein, ändert die 30%, wenn man dann ehrlich muss, so, wir kommen nicht mehr drin, wir gehen an Blut. Weil wir werden erstens, für drinnen zu kommen, müssen wir Schulden zurückbezahlen. Für Schulden zurückzubezahlen, muss der Budget einen Überschuss machen. Mit dem Budget wird an den nächsten Jahren kein Überschuss, wir ein Defizit machen. An dem Defizit decken wir mit Schulden. Also geht an den nächsten Jahren Schulden an Blut, an die 30% gehen auch an Blut, und aufgrund von der Analyse, die die Regierung hat gemacht, als dann den AAA Gefahr. Denn dass Herr Gramegna den da 4 drin auf dem Fernsehen gesagt hat, das kann ihn keine Steuererhebungen machen, dass wir deutlich an dieser Zeit Steuererhebungen zu machen, die kann ihn eng anerkennen machen. Und da kann die Konklusion ziehen, an dieser Zeit, weil die ja nach 2, 3, 4 Jahren hält, dass an dieser Legislaturperiode keine Steuererhebungen gibt. Das kann ich nicht mehr begrüßen. Mit vor, die ich gestaltet habe, wie ist es mit der CO2-Steuer? Und schon dann froh und den Herr Staatsminister geschrieben, ob der die Meinung von Herrn Gramegna teilen und dann, ob dann logischerweise auch keine CO2-Steuer gibt. Du hast da Neues geantwortet über die Verwaltung. Der Herr Staatsminister hat gesagt, es soll der Umweltminister vorstellen. Du hast nicht gemeint, der Herr Staatsminister, wir müssen es nicht tun.
Und zu mir eine Überraschung, da ich froh und umweltministerisch gestaltet und ich habe gesehen, dass der Staatsminister Heiver, ich mir vorgestellt, aber für was wird den die froh dann nicht beantwortet, dass dann nicht der Umweltminister die Steuern dezidiert, dass die Regierung, der Finanzminister. Und dann ich von der Umweltministerisch eine Frohheit kriege, wo ich noch heute noch nicht weiß, ob es eine Steuererhebung gibt oder nicht. An den Herr Büttel, der lehrt so freundlich, dafür gebe ich Herr Präsident erlauben, haut die Frau nachrenken, aber das und den Staatsminister zu stellen. Der Staatsminister soll als Haut soen, ob eine CO2-Steuererhebung an dieser Legislatur könnt, das kann ihn, das braucht keine lange Rede zu sehen, das kann er ganz einfach mit Ja oder mit Nein beantworten. Herr Präsident, Herr Staatsminister, die Regierung hat am Anfang 3 Aussagen gemacht. Erstens, Staatsfinanzen sind gesund. Zweitens, wir machen hohe Investitionen. Und drittens, es gibt keine Steuererhebung. Herr Präsident, der Teil ist wahrscheinlich mein letzter Rede, die ich auf dieser Platz halte. Dafür wollte ich den Kollegen für die Zukunft mal sagen, dass ich erst heute behaupten, dass kein von denen 3 Aussagen Staatsfinanzen sind gesund, dass sie hohe Investitionen machen und dass es keine Steuererhebung machen, dass kein von den 3 von Herrn Büttel und von der Regierung gemähten Aussagen wird stimmen und ihr werdet an den nächsten Monaten und Jahren gesehen.